So, Freunde, Mai hat uns in der letzten Folge ja ziemlich abgezogen. Sie hat geile Kombis gespielt, Yugi war wie immer ein bisschen verpeilt, das kann ihm nicht verübeln. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt zocken wir ein bisschen ernsthafter, wa? So, erstmal ganz kurz überspringen. Was? Das Spiel beenden? Nee. Das Spiel beenden, so. Also, Kosaki, Unterwelten. Geschlagen, alles klar. Spielen wir was weiter. Ich bin gespannt, ob Mai wieder die gleiche Kombi abzieht wie beim letzten Mal. Ich meine, cool sah sie aus, kein Thema. Ja, nicht ganz die gleiche Kombi, wa? Ich setze mal ein Monster verdeckt und eine Karte verdeckt, wa? So, mal, jetzt darfst du. Wir müssen sie besiegen. Du. Nein, vergiss es, Mann. Die kann rufen, was sie wieder bringt dir gar nichts. Es bringt dir gar nichts. Ja, denn wir sind standfeste Verteidiger. Horn des Einhorns. Bauen noch bei keinem Viech. So, Mai, du machst hier eine nette Kombis. So, kann ich mich ruhig ein bisschen zurücklehnen und dich machen lassen. Keine Sorge, Freunde, ich habe eine Strategie. Ich brauche dafür noch irgendwie 2 bestimmte Karten. Es ist nicht mehr so spielfreudig wie zuvor, wa? Krass. Es wird bereits ein bisschen heikler. So, Mai, ich muss ja ganz ehrlich sein, du spielst nicht schlecht, aber ganz ehrlich, mach mal eine kleine Pause. So, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Rufen doch mal den geflügelten Drachen und Hüter der Festung. Ich switchiere nach all meinem Monster in Angriffsmodus und sag einfach mal Heudrio, ich greife direkt an. Doof ist die Alte nicht. Was? Nee. Kann die Karte aktivieren, ich will angreifen. Oh je, Mai, was machen wir noch mit dir? Nee, wir müssen natürlich eigentlich die Karte da vernichten. Hat die einfach mein Raigeki ausgekontert? Nicht schlecht, Herr Specht, muss ich zugeben. Mal gucken, was sie gegen mein Lichtschwert unternimmt. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen auf Speed spielt, weil dann vielleicht ein bisschen darauf hoffen kann, dass ihr Deck bald zu nahe geht. Okay. Also mit dem Vieh hat jetzt nicht gerechnet. Kommt im Spieldrachen der Harpien. Ja gut. Sei es drum, wa?
Eben, ich bin ja auch ein Windmonster, kriege ein bisschen mehr Boost, das ist ja schön. Das heißt, ich switche euch mal wieder. Nein, wir haben mit dem Quatsch. Verteidigungsposition. Und. Ja, ich mache mal das so. Vielleicht kann man damit auch ein bisschen was anfangen. Mal gucken, erstmal das Viehplan machen. Das ist ja noch ein Windmonster, genau, deswegen kriegt er noch ein bisschen Boost dazu, okay. Monsterrettung. Ja, ich weiß, worauf das Ganze abzielt. Ich immerhin 3 Karten schon mal mischen, wa? Schaden kann es eigentlich nicht. Auf 3 Karten gehobt, okay. Fortgeschrittene Ritualkunst. Oh, Yugi hat Ritualmonster im Deck. Gut, im Prinzip, ja, ist natürlich noch der Stand vom Spiel damals. Da hatte man sowas noch in der. Das ist natürlich kein Problem, du musst nochmal so ein Deck auf den Friedhof legen. Das kriege ich hin. Aber ich brauche das Ritualmonster selbst auch leider auf der Hand. Das bringt nichts. Im Gegensatz zu Fusions- und Xyz und Synchro und allem möglichen. Die kannst du alle im Extra-Deck drin haben, aber Ritualmonster musst du dann noch auf der Hand haben. Das finde ich so bescheuert bis heute, dass man das in der heutigen Zeit mit allen Änderungen nicht so machen kann, dass man Ritualmonster auch ins Extra-Deck packt. Verstehe, wer will. Ich verstehe es nicht. Aber gut, vielleicht sehen wir nach einer Ritualbeschwörung. Also freuen wir uns mal schon, muss ich zugeben. Weil ich eigentlich ja Fan der Ritualmonster bin. Hallo, ich bin die Schildkröte. Wie soll ich das machen? Ja, einfach so. Schatzverfahren und so. Außerdem habt ihr Lichtschwert nach draußen. Das ist jetzt natürlich scheiße. War nur wegen der Errungenschaft. Gebracht hat es mir gar nichts. Aua. Oh, Katapult-Schildkröte wäre so geil gewesen. Ja gut. Im Harpinwisch hätte ich eigentlich rechnen müssen, seien wir ehrlich. Wer denkt schon daran, wenn es weit ist? Okay, jetzt aber zumindest mal den Spiel dann habe ich ein bisschen depowert, da hatte ich mir so Power zuvor. Trotzdem, aua, das kann natürlich ein bisschen Speed raus. Nein, Yugi hat die Karte mehrmals, leck mich am Arsch. Yugi! Was machst du, ey? Mein Gott. Das ist ein Ritual, man es überhaupt spielt, aber warum diese Karte mehrmals im Deck haben? Oh. Ja, schön. Oh, Yugi, ey, ganz ehrlich.
Mhm. Und wieder von vorne. Was ich halt hier nicht verstehe, ist, wieso die Gegner schon zu dem Zeitpunkt es schaffen, ihre Karten so auf Speed zu setzen, mit einem guten Deck zusammenzustellen. Weil Mai hatte diese Karte vor allem so HP 1 und zwar, dass sie eigentlich im Anime noch nicht. Aber hier kein Problem. Und Yugi, der darf nur in die Schrottkarten. Was macht das für einen Sinn, hey? Mann, er ist der König der Spiele, also ganz ehrlich. Wir kommen auf die beschissene Idee. Ich könnte im Strahl kotzen, ja, ich will was weiter. Jetzt habe ich ihn auf der Hand, dankeschön. Wo bleibt die Zauberkarte? Hätte ich jetzt eigentlich lieber. Ja, könnte HP, soll es mal ihre Kombi ausspielen. Ich habe ein Déjà-vu, kann das sein? So. Was würde dafür geben, wenn ich jetzt Forschung Ritualkunst kriege? Dann kann ich ihn hier rufen. Okay, die Kombi ist jetzt so semi-mäßig geil drauf. Wäre schon mal bessere. Die geflügelte Drachen und Hüter der Festung. Ja, dann komm noch mal. Spiel ich mal noch Horn des Einhorns, dann kannst du noch ein bisschen was draufhauen. Was war das? Ein Deck hinzufügen. Ich glaube, jetzt mal das hier an. Und dann gucken wir doch mal. Ne? Generell auch, was Yugi sonst für Karten hat. Hat er eigentlich hier schon einen schwarzen Magie des Chaos? Oder Magie des schwarzen Chaos, ist auch ein Ritualmonster. Ich weiß halt nicht mehr, ob Yugi zu dem Zeitpunkt des Spiels... Also im Anime hat er es noch nicht angesetzt, ich weiß, das war ja erst im Finale gegen den Pegasus. Aber ob er es hier vielleicht auch schon drin hätte, wäre eigentlich schon nicht schlecht, ja? Wäre eigentlich noch cool. Noch so ein scheiß Vogelkopf. Ja, ist natürlich das Problem, das kann er den wieder boosten. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Muss ein bisschen Speed rausnehmen. Wer hätte den Harp im Flitterwisch auf der Hand? Ja, oh, meiner hat es bereits gespielt. Oh Menno! Also meiner allzeit hübschen Theorie. Aua! Oh, du gehst mir auf den Sack. Hier, frisst das. Haben wir schon gesagt, dass mir der Alte auf den Sack geht? Ein scheiß Geflügelmonster. So, ich mache Chicken McNuggets. So. Oh, was würde vergeben, wenn ich mal die Zauberkarte ziehen würde für die Ritualkunst? Mehr sind zu, komm schon. Oh, jetzt kommt der Quatsch schon wieder. Zeichen der hysterisch wieder langsam auch, und so weitergeht. Erstmal muss die Karte hier gespielt werden, damit mal das Teil hier weggeht. Dankeschön. Der ging mir jetzt echt ein bisschen auf den Sack. So, ich habe gesehen, sie haben einen Flederwisch leider auf der Hand. Und noch ein, zwei Harpien und haben Spieldrachen. Ja. Ja, und deswegen hasse ich eigentlich die Zauberkarte Horn des Einhorns, weil die ist jetzt sehr, sehr kacke für mich.
So, kann halt nichts machen. Gleich, stimmt, das kann ja ihr Monster auslösen, das geht ja auch, hä? Das war ja, glaube ich, irgendwie so ein Aspekt, der je nachdem noch geil war, wenn man auch das gegnerische Monster mit ausrüsten konnte. Für je nachdem, was für Kombi man spielt. Aber das ist sowieso da vorbei. Ist keine Harpenschwester mehr am Deck, krass. Das reicht genau. Alter, leck mich, ey, fett am Sack. Oder auf gut Schweizerdeutsch, leck mich am Tschöpli, ganz ehrlich. Ich habe nichts dagegen, dass die Gegner so geile Kombis spielen, überhaupt nicht, das liebe ich. Wenn du so ein Duell hast und so, und da gehe ich auch ein bisschen was drauf und dann so, alles klar. Warum kann Yugi das nicht? Und nein, das Problem ist halt, eigenes Deck spielen, ich habe noch keine Karten mehr auf dem PC. Da müsste ich auch das Ganze erstmal Karten kaufen gehen oder irgendwie im anderen Modus noch. Da haben sich ja auch noch irgendwie Karten, wenn man da irgendwie, wie ging das, irgendwie Battle Packs oder so, wenn man da irgendwie 5-mal gewinnt mit dem gleichen Deck, dann bekommt man die Karten und so. Ist alles cool, aber ich halt alles erst später machen, Freunde. Die sind aktuell alles ein bisschen kacke. Moment. Hat das jetzt... Okay. Die Befürchtung, dass er sich ein bisschen verklickt hat. So, aber da habe ich schon noch richtig gesehen, oder? Yugi hat doch hier... Genau, Drachenmeister Gaia. Okay, stimmt soweit. Also, ich hoffe ja ein bisschen wieder jetzt auf den Soldaten des schwarzen Lichts, den Gesandten des Anfangs. Okay, stimmt nicht ganz, weil das ist ja das Effektmonster, das erst noch kommt. Das Vieh war echt geil. Auch der Chaos-Drache, Imperator, der Verkünder des Endes, waren auch so geile Monster. Die gute alte Zeit, sage ich dazu nur. So. Monsterrettung. Ich setze einfach mal, weil es relativ schnell spielen kann. Natürlich hier will es noch nicht spielen, ne? Steinsoldaten und so, aber je nachdem. Ich meine, Ritualkarten würde ich sonst noch gerne aufs Feld legen, wenn er ein paar Karten noch mehr hätte, könnte man da schon was machen. Also ich sehe schon den Vorteil der Ritualkunst, bei Kuribo eigentlich auch geil ist. Also auf der Hand halt, sonst natürlich kacke. Sorry Kuribo. Oh, jetzt geht das bloß, ey. Dass sie immer die Karten da hat, aber eben, sie macht eine Karte irgendwie, die hat sie sicher 3-mal und wenn sie dann einen davon spielt, kann sie alle anderen Kombis spielen. Also insofern... Okay, ich warte noch ein bisschen, bis ich die richtigen Karten habe, Freunde. Bitte verzeiht mir das, aber der Part ist ja gleich wieder vorbei. Alter, die ganze Part nur wegen Duell gegen Mai. Aber Kaiba sind ja auch so, wa? Yugi und Kaiba sind ja eigentlich die Protagonisten, das sind eigentlich diejenigen, die ein bisschen Pep haben, die ein bisschen draufhauen und so. Aber es sind einfach die beiden, wo du irgendwie das Gefühl hast, ja, ihre Decks wurden ein bisschen genervt, im Gegensatz zu den anderen. So, ja, jetzt spiele ich sie, Freunde. So, hier. Der Bankkreis, gönn dir. Nö. Ich hab gesagt, nö. Ich hab gesagt, nö. Immer, wir müssen eine Karte aktivieren, wir müssen eine Karte aktivieren, wir müssen eine Karte aktivieren. Gut, ich sage jetzt mal generell, ein zweites Monster kann nicht schaden. Ich habe ein bisschen Angst vor ihrem scheiß Hab im Flederwisch. Den sie auch noch hat. Okay, warte mal, ich spiele mein Lichtschwert noch. Ich muss ein bisschen auf Zeit spielen, Freunde. Es tut mir leid.
Grifo war er tatsächlich nicht. Schwarzes Loch hätte ich eigentlich schon gerne. Ich meine, ihr könnt sie spielen. Alle ihre Monster wären futsch und ihr könnt noch eines meiner Monster opfern. Für Monsterrettung. Wäre eigentlich eine nette kleine Kombi. Also wirklich klein. Sehr klein sogar. Ah, so sind Spieldrachen. Warte mal, er kann ja bis zu 6 Kann auf der Hand haben. Okay, sehr schön. Schwarze Magier will ich natürlich so nicht spielen. Wenn schon, rufe ich ihn nachher mit Monsterreanimation. Ja, die Idee ist, ich warte jetzt noch einen Zug und nachher hätte ich 7 Kann auf der Hand. Dann spiele ich Schwarzes Loch, aktiviere Monsterrettung, hole ich eine Karte zurück auf die Hand und dann mische ich nochmal. Der Rest wird dann halt zerstört, ist halt Shit Happens. Dann habe ich ein paar Karten, die ich dann durchmischen kann. Das ist jetzt eigentlich so momentan meine Idee dahinter. Wobei es natürlich, wenn sie jetzt haben im Flederwisch spielt, aber natürlich ein Problem, ist klar. So, nur muss ich jetzt was machen, weil jetzt habe ich halt das Problem. Ein fucking Ernst ist aber plötzlich ein Schwarzglanzritual. Ja, ist natürlich schon eigentlich dazu da, um eben den Soldaten des schwarzen Lichts zu rufen, aber das hier ist halt besser, weil sie ein bisschen unabhängiger davon ist, welches Monster ich rufe, weil damit geht halt wirklich nur dieses Monster. Im Schwarzglanzritual und abgesehen davon ist das natürlich auch ein bisschen praktischer, weil ich Monster vom Deck holen kann. Also, da machen wir es so, wa? Erst einmal spiele ich die Karte. Dann aktiviere ich Schwarzes Loch. Füge eine Kette hinzu. Mache Monsterrettung. Ich mache das mit dem hier. Und habe eigentlich, wenn wir ehrlich sind, geile Karten bekommen. So, jetzt wird es Zeit für eine echt geile Fusion, Freunde. Ja, dann habe ich ja. Dann nehme ich noch einen Elfenschwerkämpfer und habe ich schon alle. Zeige dich, Soldat des schwarzen Lichts, Gesandter des Anfangs. Naja, fast, wie bereits erwähnt. Keine Animation leider, finde ich natürlich ein bisschen schade. Ich habe extra noch nicht einen anderen Drachen gerufen, also sprich die Fusion ausgeführt. Weil das wird garantiert nicht funktionieren. Nächsten Zug vielleicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, was sie für Kombis ausspielt. Eigentlich hat sie ja gar keine Karten, mit denen sie meine richtig zerstören kann. Oh, schon vorbei. Krass. Tja. Dann aktivieren wir doch mal noch die Fusionskarte und führen eine Fusionsbeschwörung durch. Drachenmeister Gaia. Soldat des schwarzen Lichts, direkt dank für ihre Lebenspunkte. Und Drachenmeister Gaia, beende das Duell. Nein! Alter, hat die doch gecheatet! Oh, wieso habe ich Mammutfriedhof nicht gespielt? Nein, das wäre es gewesen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. So, ich wollte ein bisschen triggern. Alter, die Spiegelwand. Die hässliche Fallenkarte. Stimmt, die hat sie auch noch. Oder komplett vergessen.
Das bringt ja aber nichts mehr. Also können wir es noch eine spielen. Das Schwarzglanzritual, natürlich, der muss jetzt gerade ausgerechnet kommen. So, bitte das Duell beenden, ich wäre ganz froh drum. Dankeschön. Oh mein Gott. Aber kann auch nette Beschwörungen durchführen, wenn die Kommentar funktioniert. Also das war ein nettes Duell. Warte mal, ich möchte etwas sagen. Hm? Danke, du hast gesagt, ein Duell lang kann mehr aus einer Niederlage lernen als aus einem Sieg und du hattest recht. Aber du, Mai, hast mir heute eine Menge beigebracht. Ich muss mich mit meinen eigenen Ängsten und Schwächen stillen, sonst hätte ich dich nie besiegt. Das ist furchtbar nett von dir, das zu sagen, aber mir scheint, dass ich auch noch viel zu lernen habe. Ja, gut, ihr seid Freunde und so, ist alles klar. Alles schön. Puh. Jo, das war was, Freunde. Das war was. Alter Schwede. Egal, wir haben es geschafft. Nächste Folge, Keiths Blechlawine. Das Duell freue ich mich schon sehr, weil das war im Anime so geil. Eines der geilsten Duelle, wie ich finde. Zumindest hier in der Saga vom König der Duellanten. Und ich hoffe natürlich, dass Joey ein paar Karten da schon dabei hat. Eben auch den schwarzen Rotaugendrachen und ein bisschen was, um den schwarzen Rotaugendrachen zu boosten. Also schon ein bisschen in Richtung vom Anime und eben, dass halt ein geiles Duell wird. Und wie geil genau, das sehen wir hoffentlich beim nächsten Mal. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis dahin, ciao zusammen.